Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag lief Lückschatzus und unterwegs. Schön, dass du da sit. Jetzt jedet erg Flug ob Christag an. Christag, das is wat mir Kölsche für Weihnachten sage. Und hück machen wir de bisschen anders wie sonst. Wir han nämlich für euch der Verzell in het Kölsche übertragen, wie et der Lukas geschrieben hat, die Weihnachtsgeschichte. Und damit man das richtig gut verstehen kann, machen wir jetzt so jet wie eine kleine Sprachkurs, dass wir die Vokabeln verklären, die vielleicht nicht jedem Kölsche geläufig sind. Und danach tät der Hermann in einem Rutsch der Verzell vom Lukas vortragen. Und wann ich das freut mit, da könnt ihr auch der Link davon an Freunde und Verwandte schicken, dass die ein kleines Kölsch Christachsgeschenk von euch kriegen. Jetzt legen wir das Schloss mit den Vokabeln. Da ist als erstes mallig. Das ist richtig alt Kölsch und das bedeutet jeder. Dann kommen in dem Text 2 Wörter vor, die man leicht verwechseln kann. Das ist nämlich sind die Hete und der Hed. Die Hete sind die Hirten und der Hed, das ist die Herde. Man sieht auch sonst im Kölsche, da wohnen ganze Hed Lück. Das heißt, eine ganze Knubbel von Menschen. Das müssen nicht automatisch Tiere sein, aber in dem Verzell von Christach sind es verhaftigte Schöfchen. Dann küht es schön französisch Wort da drin für. Das ist nämlich de Schwitt. Das küht von Suivre, Folie. Und de Schwitt, das sind de Lück, die all eine rum sind. Und in dem Zusammenhang sind es auch de Engelsche. Und dann ein richtig schön Kölschwort zum Schluss. Das heißt nämlich Pum Paf. Und man kann es richtig hören, das ist das kölsche Wort für plötzlich. Damit sind wir mit den Vokabeln am Ende und ihr hört jetzt der Verzell vom Lukas aus dem Evangelium von Weihnachten, von Christach. Was damals passiert ist, der Kaiser Augustus das anordnen, dass alle Menschen auf der Erde eine Steuerliste eingetragen werden sollte, das erste Mal. Damals hat der Quirinius in Syrien der Kaiser vertreten. Da ging malig in seine Stadt für sich eintragen zu lassen. So trug auch der Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa herab in dem David seine Stadt, die Bethlehem hieß. Er war nämlich aus dem David seiner großen Familie. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobte, die auf das Kind wartet. Und wie sie da waren, wurden die Däch voll, dass das Kind auf die Welt kommen sollte. Und Maria kriegt ihren Sohn, der erste. Sie täten in Windeln wickeln und in einen Kripp legen, weil sie in der Herberge keinen Platz für sie hatte. In der Gegend hatten sich Hete um freie Feld niedergelassen und täten et nachts ob ihr Het Schafe aufpassen. Da kam der Engel vom Herr Beise und all dem Herr sing Herrlichkeit tät sie herumstrahlen. Und sie hatten endlich Angst. Der Engel sagt für sie, hat kein Angst, denn hört, ich verkünde euch eine große Freude, die das ganze Volk mitkriegen soll. Hück, es für euch in dem Davidsinger Stadt der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und das soll euch ein Zeichen sein. Und ihr werdet das Kind finden, wat in Windele gewickelt in einer Krippe liegt. Und Pumpa vor bei dem Engel ein große Schwitt, die der Herr J. lufen tät, und sagt, ihr soll dem Herr J. in der Hüde sein und Friede ob der Erd für die Menschen von Singer Genat.
und wie die Engel wieder in der Himmel retour sind, sagten die Hete einer für der andere, lass uns nach Bethlehem gehen, für zu sehen, was da passiert ist und was der Engel uns kundgetan hat. So täten sie daher ile und fungen et Maria und der Josef und dat Wickelditje, wat in der Krippe lag. Wie sie dat sachen, täten sie von dem Wort erzählen, wat ihnen über der Kleine gesagt wurde war. Und alle Morde, die dat hote, täten staunen über dat, wat de Hete ihnen erzählt hatte. Et Maria tät all die Wörter behalten und in singem Herz bewegen. Die Hete gingen retour in ihr Heimat, täten der Herrgott loben und priesen für all dat, was sie gehört und gesehen hatte, so wie es in der Fürher gesagt wurde war. So wiegt das Evangelium vom Lukas. Und jetzt wünschen wir euch Gesegnete Christi.